Ein Sommer auf der Hütte, mitten in den majestätischen Bergen. Die Kellenalp-Hütte ist auf 2350 Meter im Kanton Uri. Die Petra und der Remo Gisler bewirten die Hütte zusammen mit ihren beiden Kindern. Wir sind jetzt 4 Minuten oben, 24 Stunden. Ja, miteinander zusammen. Und das ist natürlich ein Privileg, finde ich. Die Lentenhütte ist im Bündnerland, ganz oben im Pfalzertal. Der Hüttenwart Thomas Meyer hat einen freien Tag pro Woche für das Team eingeführt. Den geniesst er zusammen mit seiner Hüttenhilfe. Hey, hier unten wartet jetzt super Alpkäse, ein kühles Bierli, eine super Landschaft, total lässige Leute. Also die Hütte ist weiter weg. Die Aussenhütte ist auf 2666 Meter über Meer. Bei der Saisoneröffnung schifft es wie blöd. Und eine Gruppe Wanderer taucht nicht auf. Ich hoffe einfach, es ist nichts passiert. Das ist SRF bei den Leuten. Hüttengeschichten. Im Berner Oberland, auf einem schmalen Grat zwischen dem Rosalaui und dem Urbachtal, ist die Aussenhütte. Morgen ist Saisoneröffnung. Machst du das Feuer, Ronja? Ja. Super. Soll ich dir zeigen, noch wie, oder ist es für dich klar? Ich glaube, es ist gut. Einfach wie vorne. Genau, richtig. Wie Gaststube, genau. Kannst du genau gleich machen. Die Ronja, die Hüttenhilfe, ist neu auf der Hütte. Und für sie ist alles eine Premiere. Wir haben jetzt vor, Brot zu backen. Mein erstes Brot hier auf der Aussenhütte. Ja, das Brot ist, glaube ich, das einzige, wie der Dave jetzt gemeint hat, wo wir jetzt im Ofen, also im Holzofen machen. Sonst nehmen wir den Gasofen. Voilà. Ah, jetzt kommt es gleich. Ja, das ist sehr schön. Wow, Gut. super, ja. Gut, dann gehen wir gleich hinten. Das Mehl holen. Das Gefäß ist auch gleich dahinter. Ab. Das ist alles hinten parat. Jetzt machen wir gleich, zum Anfang machen wir das gemischtes Brot. Also das heisst, die Hälfte Rauchmehl und die Hälfte Dinkelmehl. Voilà. Das ist wichtig, wenn wir wieder zutun. Es gibt jetzt 2 Brote hier. Und das Brot Nummer 3 und 4 kann das sicher selber machen. Ah, heute machen wir 4 Brot. Mindestens. Mindestens. Dann machen wir sogar 6 oder 8. Oh! Excuse. Ich sehe den Schutz. Ja, jetzt hast du aber nur Shorts. Jetzt hast du mein T-Shirt, ist auch schon weiss. Jetzt tun wir das ein bisschen schütteln. So, ein bisschen schütteln. Darf man noch mal probieren? Kann man ein bisschen so? Das ist noch schwer. Ja. Also, es ist noch so. Ja, schon so, ja. Genau. Das gibt Suppe, wo die zwei den morgen ihren ersten Gästen servieren wollen. Gut. Der Dave hat genaue Vorstellungen, wie man was machen muss. Und hier ist auch noch wichtig, Bouillon tun wir erst rein, wenn das Wasser kocht. Okay. Ja, das ist mein Charakter. Ich glaube, das kann ich hier nicht. Manchmal möchte ich ein bisschen weniger genau sein, aber das kann ich fast nicht ändern. Wie gesagt, das ist mein Charakter. Ja. Ja, und, ich bin auch manchmal ein bisschen Perfektionist. Und ich probiere natürlich, das ein bisschen, manchmal ein bisschen wegzustecken, aber es klingt mir nicht immer gleich gut. Genau. Ja, ich muss mich einfach dem ein bisschen anpassen. Ich glaube, dass ich alles sehr genau nehme. Also ich mache das auch gerne eigentlich. Ich finde es auch etwas gut. Ich finde das eher so ein, ein negativer Zug von mir, dass ich manchmal so ein bisschen, wie sagt man, ja, nicht so perfektionistisch bin. Darum, es tut mir gut, ein bisschen vom Dave zu lernen. So. Gut so. Voilà. Schön mit. Manchmal kommt er nicht so schön mit. Voilà. Und wir so hier rein. Reindrücken. Soll ich das beim anderen auch machen? Ja.
Nein. Ja, musst probieren, das ganze, den ganzen Teig zu nehmen. Okay. Kannst du so schön alles zusammen. Oh, oh. Jetzt schneiden wir sie noch einschneiden. Schön. Das da schön. Gibt es noch ein bisschen schön ausgesehen, das Brot? Das mache ich immer mit der Schere, das ist am effizientesten Tag. So reinschieben. Voilà. Zusammenrücken. Und jetzt tue ich hier Wasser rein, 2 Gläschen. Wichtig ist einfach, wenn du das Gläschen das Wasser rein tust, sofort zutun. Wegen dem Dampf. Immer, eben, wie gesagt, immer zurück wegen dem Kopf, sonst kannst du extrem verbrennen. Ja. Und das ist jetzt sehr wichtig, jetzt gibt es einen schönen Dampf und das ist für das Brot gut, gibt Feuchtigkeit rein. Okay. Voilà. Gut, dann stellen wir den Timer. Soll ich? Genau, ja gerne. Merci. Die Mutter von Dave wird am Saisonstart mit dabei sein. Zusammen mit der Hüttenhilfe Yvonne gibt sie der Hütte eine persönliche Note. Das sind Bilder, die meine Schwester vor x Jahren mal aquarelliert hat. Sie ist abends in die Engelhörner klettern und hat dann das festgehalten. Und jetzt natürlich, er ist auch Gotte von David und hat sie gefunden, das wäre doch noch etwas für die Hütte zu dekorieren. So ist gut. Bevor die ersten Gäste kommen, macht Dave noch einen letzten Kontrollgang zum Wasserdepot. Das Wasser ist auf der Dossenhütte ein rares Gut. Wow, cool. Yes, Wasserlauf, super. Das sind Fässer voll. Hei, 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 sehr schön. Die Fässer sind voll, das fängt super. Yes, das ist super für einen Start morgen. Wenn ich kein Wasser, wenn ich keinen Überlauf hätte, müsste ich auftun und schauen, wie viel Wasser jetzt wirklich drin ist. Aber jetzt muss ich nicht, weil sie sind voll, sonst kommt da kein Wasser raus. Genau. Da kommt die Gewitterfront. So wie sie im Moment aussieht, kommt sie so ein bisschen vom Süden her. Es gibt wahrscheinlich eine gewitterige Abend und eine gewitterige Nacht und der Tag morgen im gleichen Stil. Ja. Aber im Moment bin ich einfach froh, dass wir hier Überlauf haben und das Wetter ist so, wie es ist morgen. Ja. Willst du schnell schauen, Ronja? Mal schauen, ob es nachher ist. Mal schauen. Voilà. Also klopfen. Wenn es halten, ist gut. Ja, schmeckt auch fein. Und farblich siehst du tipptopp. Voilà. Sehr schön. Ja, nicht schlecht sieht es aus. Liebe 5. Toll, he? Super. Bis jetzt haben wir es eigentlich relativ gemütlich gehabt. Ich habe eigentlich mehr ein bisschen Angst vor dem, was kommt. Nachher mit den Gästen werden die ersten Tage werden sicher viel länger. Jetzt haben wir auch so ein bisschen Bürozeiten können durcharbeiten. Und zweitens wird ja sicher viel mehr los sein als jetzt da beim Vorbereiten. Ja, aber ich freue mich auch. Also, Prost, Ronja, auf eine gute Saison. Ja. Prost, Zum Wohl. Yvonne. schönen Abend. Wir sind parat. Also wir haben morgen können wir wirklich morgen noch Küchen backen, schön gemütlich, wirklich gemütlich, wir müssen nicht pressieren. Nach dem Mittag erwarten wir die ersten Gäste. Sie werden früh loslaufen, wegen der Gewitter, die gemeldet sind. Ja, und die Suppe ist auch schon vorbereitet. Die Basis ist gemacht. Ich glaube, wir sind alle parat für die ersten Gäste. Ja, voll. Ja. Hey, super. Das steht für die zwei da vorne. Genau. Gut. Auf der Lendenhütte läuft's. Es ist mitten der Saison. So, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt da gerade in diesen Liegestühlen bleiben.
super. Ist das gut? Ja, sicher, tipptopp. Okay. Der Thomas hat lange als Kartograf geschafft und ist viel auf Expeditionen auf der ganzen Welt. Seit 26 Jahren ist er jetzt auf der Lente und damit einer der dienstältesten Hüttenwärter. Ich bin früher sehr stark reisend unterwegs gewesen. Das hat auch meinen alten Beruf mit sich gebracht. Ja, und jetzt bin ich hier oben in einem Bergtal in einer Hütte und die Welt besucht mich hier. Die Welt besucht mich eigentlich hier auf dieser Berghütte. Wir haben ein sehr internationales Publikum. Und selber muss ich gar nicht mehr gross umreisen. Ja. Nicht nur die Gäste hier oben sind international, sondern auch das Gemüse, das der Thomas züchtet. So. Schön, jetzt kommen sie. Cool, die werden dann zuckersüß. Da haben wir 2 verschiedene Tomaten. Eine sibirische, das ist die hier hinten, und das hier, und das ist ganz ein lässiger Name, das ist die schwedische Gletschertomate. Also wir sind definitiv in einer Höhenlage, wo das eigentlich nicht mehr funktioniert mit den Tomaten. Dass wir es hinbringen, hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir halt einfach Mikroklimen suchen, dass wir ein bisschen nachhelfen mit Rebhäuschen, wir decken es zu, vor allem bei intensivem Niederschlag, wenn es Frostnächte gibt. Aber ich meine, jetzt haben wir noch nicht einmal August und hey, die sind schon reif, oder? Also es geht jetzt schon los mit den ersten eigenen Tomaten hier auf 2100 Meter. Ich meine, da machen wir jetzt nicht Tomatensalat für 1200 Leute, aber immer mal wieder schöne, coole, feine Tomaten einfach zum Garnieren, zum ein bisschen ausschmücken und ja, dass wir es nicht im Laden kaufen müssen, sondern dass es hier oben so wächst, ist lässig. Ja. Zum täglichen Ritual gehört die Kontrolle vor Wasserquellen. Seit dem Hitzesommer 2003 war die Lage nie mehr so prekär. Okay. Bäche bringen kein Wasser mehr, die normalerweise immer Wasser haben. Der Fluss ist deutlich zurückgegangen. Es ist quasi nur noch schmelzendes Gletschereis. Hier sind wir jetzt bei den Quellen bei uns. Noch bringt sie, aber es ist natürlich auch weniger als sonst. Wir kommen jetzt noch gut über die Runde, aber wenn es anhaltend weiter trocken ist, dann wird es auf den Herbst hin schon schwierig. Es ist 6 Uhr am Morgen. Mitte Juni. Das Eröffnungswochenende auf der Kellenalp. Der Remo Gisler ist mit einer Gruppe Übernachtungsgäste unterwegs. Die müssen nämlich mit anpacken, sonst können sie nicht loswandern. Ja, das ist für den blau-weißen Weg ist die Brücke, für die Bergseite führen. Das ist eigentlich so die, sagen jetzt, die heikelste Stelle, die gefährlichste. Da das Bachbett, wenn es noch Schnee drin hat oder auch, wenn Wasser kommt, ist es heil und muss man aufpassen. Danke vielmals, gell? Ja.
Dieses Jahr sind wir jetzt extrem früh dran, dass wir sie Mitte Juni schon reinhängen können. Es war auch schon einen Monat später, dass wir sie erst reinmachen können. Aber für die Wanderer ist es wichtig, dass sie da sicher über den Bach kommen. Tipptopp Brücke. Danke, gell? Ja, schon gut. Also, Noch nächstes Jahr oder sonst? ja, das ist gut, wenn wir es gehört. Also, tschüss. Hey, danke mal, tschüss. Danke viel. Schönen Tag, Sommer. Ja, gleichfalls. Tschüss, gell? Schöne. Kaum sind die Wanderer weg, fährt Petra Giesler ihre Hütte an aufräumen. Das ist schnell wieder Routine. Die Leiter ist ein bisschen gewackelt. Mal, jetzt glaube ich, langsam bin ich angekommen. Jetzt habe ich das Gefühl, die Zeit wird es sicher auch am Abend ein bisschen entspannter, weil wir haben eigentlich wir haben nur ganz wenig Gäste. Und dann haben wir schon eine Zeit, noch wieder ein bisschen mit den Kindern noch anzukommen. Ja. Die Eröffnung der Hüttensaison heisst auch jedes Jahr wieder eine Umstellung für das Familienleben der Gieslers. Wir haben extrem viel Familienzeit. Wir sind jetzt 4 Monate oben, 24 Stunden miteinander zusammen. Und das ist natürlich ein Privileg, finde ich. Dass wir alle zusammen sein können und wenn beide euch immer um die Kinder herum sind oder uns abwechseln können. Das finde ich eigentlich schön. Oh, jetzt die. Jetzt die. Und dann kann man Bötli in Fahrt bringen. Auch auf der Dossenhütte ist Saisonstart. Aber der Tag fängt nicht so an, wie das Hüttenteam gerne hätte. Das heisst, wir sind jetzt statt 17 sind wir noch 12. Okay. Ja, genau. Gut, wir machen doch Schoki-Creme. 2 Gruppen sind unsicher und sie möchten gerne nicht kommen, sie wollen kein Risiko eingehen, weil es jetzt nass ist. Und ich habe dann gesagt, ja, das hat man eigentlich schon am Mittwoch gewusst und gestern auch schon gewusst, dass es am Freitag wird nass sein. Das ist ganz klar, das weiss man. Das Wetter hat das auch so vorausgesagt. Und jetzt, das ist schon nicht so cool, wenn man 17 Gäste hat und dann ist man auch nur noch 12. Das ist gerade ein Drittel weniger. Auch Ronja hat sich ihren ersten Tag mit Gästen auf der Hütte anders vorgestellt. Ja, ist mega blöd. Schade, aber kann man glaube nicht viel machen. Ja, also ich bin schon der Meinung, also der Dave ja auch, dass Sicherheit vorgeht. Darum vielleicht lieber so als anders. Kommt's gut, Ronja? Ich hoffe es. Die Flieger wollen immer ein bisschen probieren. Auch noch ein bisschen so machen, dann kann man es ausgleichen. Voilà. Das ist gut, Tippo. Aber so schnell lassen sich Ronja und Dave ihre Stimmung nicht verderben. Jetzt geht's los. Es windet noch schön, damit man es schön sehen kann. Voilà! Die Saison ist eröffnet. Eine gute Saison. So cool. Sieht mega schön aus. Ja, die ersten Gäste sie kommen. Schau jetzt mal, sie sind wirklich unterhalb der Hütte. Weißt du, was auch schön ist? Die Sonne ist vorgekommen Für die ersten Gäste. Und für die Fahne. Genau, das finde ich mega cool. So, ist es gut gegangen? Sehr gut. Sehr gut. Schöner Weg, gell? Schöner Weg.
Noch ein bisschen anspruchsvoll, aber schön, ja. Ja, herzlich willkommen Danke. auf der Dossenhütte. Schön, seid ihr da. Voilà. Prost zusammen. Danke. Und geniessen es. Kommen wir schauen, ja. Die Suppe für die Nacht köchelt. Es scheint alles nach Plan zu laufen. Ja, nein, schön. Jetzt hoffe ich, dass die 2 weiteren Gruppen auch noch kommen. Das Wetter schlägt um. Schwierige Bedingungen für den anspruchsvollen Aufstieg auf die Hütte. Der Dave ist unruhig. Macht mich schon ein bisschen nervös, wenn ich weiss, es regnet draussen und ihr wart noch 6 Gäste, es war jetzt 4 und ja, jetzt heisst es einfach abwarten. Und wenn sie, sage ich mal, wenn sie um 5:30 nicht da sind, dann werde ich sicher ihnen anrufen. Gut, vorher noch mal abgeschaut. Hallo Hendrik, hier ist der Dave von der Dossenhütte. Wir haben eine Reservation für heute Abend für 6 Personen von deiner Gruppe Altherrenwanderung. Ja, wir wären froh, wenn du mir so schnell wie möglich zurückläutest, damit wir wissen, wo ihr seid, ob ihr noch unterwegs seid oder ob ihr ja einfach, dass wir einfach Informationen haben, wo ihr seid. Bitte läutet doch auf die Dossenhütte die Telefonnummer an. Merci vielmals. Tschüss, Hendrik. Ich hoffe einfach, es ist nichts passiert. Ja, ich glaube, das gehört leider auch ein bisschen zum Alltag. So ein bisschen die Ungewissheit. Und eben, durch das, dass wir an so einer speziellen Lage sind, ist es dann halt noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, macht man sich noch ein bisschen mehr Sorgen, wenn Leute einfach nicht auftauchen. Ich finde sie unangenehm. Also, ja, auch ein bisschen belastend. Vor allem, man weiss es nicht. Und ich hoffe, das klärt sich gleich und wir können wieder aufschnaufen und sagen, es war doch ein guter Tag. Es lädt immer mehr ab. Endlich melden sich die vermissten Wanderer. Wann hast du dann reserviert? Ja, weil wir haben uns schon ein bisschen Sorge gemacht, oder? Weil es regnet ziemlich stark und ja, und es hat Nebel und ja. Juli. Ja, da habe ich dich drin. Dann hast du eine Doppel. Ja, aber dann hast du das schon gemacht, die Reservation, aber du hast für heute nicht annulliert. Aber Henry, ich bin jetzt schon froh, hast du angerufen, dann wissen wir, dass nichts passiert ist. Das ist mal das Wichtigste. Ja, danke dir. Ja, tschüss, ciao, ciao. Okay, ja, gut. Immerhin. Ja, er hat gemeint, er hat das annulliert heute und hat dann noch eine Anmeldung gemacht, aber anscheinend jetzt ist echt zweimal angemeldet für heute und für den 29. Juni. Das ist schon ärgerlich. Für den Saisonstart ist es jetzt ein bisschen schade. Wenn es jetzt ein normaler Freitag wäre, hätte ich jetzt gesagt, okay, ja, Hauptsache nichts passiert. Heute sage ich natürlich das auch, Hauptsache nichts passiert. Aber den Saisonstart stellt man sich ein bisschen anders vor, ja. Anstatt für 17 gibt es jetzt halt nur für 3 Gäste zur Nacht. Achtung, die Teller sind mega heiß. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Sehr gut. Gut, sehr gut. Der Dienstag auf der Lente ist ein spezieller Tag. Der Thomas und Vera nehmen den Tag durch frei. Ich glaube, dass man auch wie die Freude behalten kann und dass es auch abwechslungsreich kann sein kann, ist der heutige Dienstag sehr wichtig. Einfach, wo man mal runterfahren kann und sagen, hey, jetzt sind wir vielleicht nicht einmal für die Gäste herum, sondern jetzt schauen wir auch mal ein bisschen für uns.
Normal ist das nicht, dass man einen freien Tag hat auf der Hütte. Wir sind, glaube ich, die Ersten, die das jetzt eingeführt haben. Und die Idee ist einfach, dass man mal alles erledigen kann, was sonst im Normalbetrieb liegen bleibt. Das ist nämlich auch wichtig. Und das andere ist, dass man selber ein bisschen Schnauf holen kann. Dass man selber auch mal eine Tour macht. Letztendlich geben wir ja dem Gast auch Auskunft über die Verhältnisse. Das heisst, es ist noch relativ relevant, dass wir uns selber auskennen in unseren Bergen. Und früher sind wir immer beim schlechtesten möglichen Wetter gegangen, weil niemand kommt. Und jetzt erlauben wir uns auch mal bei guten Verhältnissen, bei schönem Wetter in unserer Landschaft unterwegs zu sein. Das Ziel ist das Nachbartal, Val Carasino im Tessin. Einmal im Jahr geht der Thomas dort auf einer Alp Käse kaufen. Da siehst du noch einen guten alten Weg. Zuerst müssen sie jetzt über den Passo Boccetta di Fornei, auf Deutsch über die kleine offene Lucke, auf 2850 Meter über Meer. Das sind schöne Fels. Weil du coole Fels hast, jetzt sind wir die Ersten, die gehen das Jahr. Jetzt schauen wir auch gerade ein bisschen die Seile an, ob das alles noch stimmt. Die läuft ja wie ein Gämschi da drauf. Hä? Wow, hey. Wowsi. Das ist das schönes Plätzchen. Und da siehst du jetzt auch schön auf den Gletscher und aufs Rheinwaldhorn. Wow. Hey, viel Eis hat es nicht mehr, aber es ist immer noch ein schöner Berg. Wahnsinnig, schau das mal an. In den letzten Jahren kannst du eigentlich nicht mehr davon reden, dass wir einen Gletscherrückgang haben, sondern einen Zerfall des Gletschers. Wenn das in diesem Tempo weitergeht, ist in 20 Jahren kein Eis mehr. Ja. Und dann haben wir definitiv ein Problem mit dem Wasser. Da frage ich mich dann auch langsam, wie füllen wir die Stauseen in den Alpen? Woher beziehen wir unseren Ökostrom? Wird spannend, wird ganz spannend. Das ist ja genial da oben. Das ist super schön. Nach rund 3 Stunden und 700 Höhenmeter kommen die beiden auf dem Pass oben an. Der Wind, der Wind. Hey, hey. Wenn es windet, dann weiss man es schon. Wow! Leck, ist das schön. Super. Cool. Ah. Wow, schön. Hure gut. Ja, einfach eine andere Perspektive, neue Täler, Seen, Felsen entdecken. Es tut auch gut, mega schön. Ja. Hey, hier unten wartet jetzt super Alpkäse, ein kühles Bierli, eine super Landschaft, total lässige Leute. Also die Hütte ist weiter weg, sehr. Bis zur Alp aber sind sie jetzt noch mal 3 Stunden unterwegs. Seit der Eröffnung ist auf der Kellenalphütte ein bisschen mehr als 1 Monat mit warmen und trockenen Tagen vergangen. Heute zeigt sich das Wetter ein bisschen unfreundlicher. Das hält die Gäste aber nicht davon ab, die 3-stündige Wanderung unter die Füße zu nehmen. Ja gut, das ist schon das ist auch ein Fenster. Bist du wieder bist du Hallo. bist, ne? Oh, ihr seid Sachs, ist richtig? Jawohl, genau. Wenn ich ein schönes Sachsen. Ja, wunderbar. Ich habe es gedacht. Sie haben es aber weniger sehen. Tipptopp. Gut. Ihr wisst Bescheid, dann von mir. Ja, wir sind schon da. Ja. Es ist der letzte Sommer von den Gislers da oben. Nächstes Jahr übernehmen sie eine andere Hütte, wo man vom Tal aus schneller raufkommt. Das macht es einfacher mit den 2 Kindern. Guck mal, ist weg. Ja, musst die Karte am Geschichte auf den Tisch tun. Kann ich sie noch zusammen tun?
Es ist nicht ganz kalt. Ja, es ist erst vor einem Hering. So, das ist für euch. Unsere Saison läuft sehr gut, ja. Ja, wir sind sehr zufrieden. Es war super Wetter immer. Ja. Aber wir sind noch so, dass wir noch gut mögen und dass es uns noch Freude macht, ja. Mittlerweile haben sie auch Unterstützung für ihre Hüttenhilfen. Luisa kommt seit der ersten Saison auf Kellenalp und ist eine enge Freundin der Familie. Ich finde das extrem lässig. Dankbar natürlich auch in der Natur zu arbeiten. Und darum bin ich jedes Jahr auch wieder gekommen. Sehr gerne. Hallo miteinander. Hallo. 3 Weissbier mit. 3 Weissbier? Ja. Mit Alkohol oder ohne Alkohol? Mit, gell? Sind Sie wo? Draussen? Der Marco hat den Hüttenwartkurs gemacht und verbringt die zweite Saison dort oben. Bitte, zum Wohl. Er war ja letztes Jahr 2 Wochen bei uns und man hat das super gemacht. Sonst hätten wir ihn nicht gefragt, wieder zu kommen. ja. Ein Bergführer will morgen mit seiner Gruppe auf die Sustenhorn und von dort aus weiter. Vielleicht auch mal wieder das Seil mit haben, ein bisschen langsamer. Ja. Also sicher 4 Stunden ins Sustenhorn. Okay, ja, das weiß jeder. Und dann geht ihr direkt zum Sustenpass runter dann noch. Ja, dann Also Tierbergli und... Tierbergli. Ja, also 8 Stunden musst du sicher wieder rechnen, ja. Die Verhältnisse auf dem Sustenhorn sind dann auch nicht so super. He? Also das ist Quächenhorn, oder? Also nur von da zur Tierbergli runter ist schon spannend. Zu Wiesenburgs Mitte. Und das ist Sustenhorn. Der Gipfel lang ist alles blank. Ist alles blank heiß da. Aber 4 Uhr ist noch gut. Ja. Ich hoffe. Ja. Ja, dann seid ihr um 8 Uhr oben, 9 Uhr spätestens. Und dann zur Tierbergli runter. Ja. Die Verhältnisse im Moment auf die Sustenhorn sind nicht so super. Ja, es hat so wenig Schnee jetzt dieses Jahr. Und jetzt ist die letzten 2-3 Wochen so extrem warm gewesen. Und ja, der Gipfelhang ist blank. Also man muss einfach sicher Steigeisen laufen, dass das nicht passiert. Sonst kann es gefährlich werden. Ja. Danke dir. Bitte. Trotz der vollen Hütte kann sich die Petra in Ruhe um die beiden Kinder kümmern. So, ja. Der rutscht sich gerade gut. Wir teilen uns das immer aufteilen zu kochen, Petra und ich. Einen Abend kocht Petra, und den anderen Abend koche ich und der andere tut das Kind ins Bett. Das ist ganz modern, haben wir da die Aufteilung. Ja. Oder noch schon mehr schneiden? Du musst ja begrüßen. Das nächste Mal? Ja. Aperöle. Nein, Essen. Essen da Dann können wir hinten. wieder eins, genau. Das Nachtessen. Schön Wetter ist. Ja. Heute ist jetzt ein bisschen kalt. Ja. Nein, das ist nicht dunkel, das ist dunkel. Wie heisst die wieder? Das ist? Tintenfisch. Und der? Tintenfisch 1 und Tintenfisch 2. Soll ich jetzt essen, komm. Mangiare. So, gute miteinander. Oh. Jetzt geht's los. Herr Gartner, miteinander. Ganz weit weg, hörst du? Ja, jetzt auch. Leck, aber das ist also beeindruckend. Wow. Also, hey, Mamas, gehen wir zur Alp. Ja. Tipptopp.
Die Vera und der Thomas sind im Tessin angekommen. Auf der Alpe Bolla warten der Peter und Daniel, Freunde aus Pfalz. Habt ihr schon angelegt? Wow, das ist aber schön. Buonasera. Oh. Hey, habt ihr gut? Bene? Tutto bene. Sì. Warm, hä? Keine Tags gemacht. Salut. Hey, ciao. Salut. Sie hat mir Bilder ausgegraben, wo wir alle drauf sind. Nein, nein, wie lustig. Okay, oh. Vom Parkado. Ja, Sie natürlich. Ich lasse alles da. Und Sie, ja. Hey. Hey. Mann, Freude. Ich lasse auch diese. Cool, ja, super. Ja, ich trinke das. Trettor. Hey, wir sind beim Käse. So geil. Und bei euch, das ist cool. Salute. Daniel, ganz herzlichen Dank. Hey. Peter. Salute. Grazie. Salute, carissima. Es geht mir auch verdammt gut. Es fällt mir auch eine gewisse Last ab. Wir sind wirklich rübergekommen, weil ja, das Vornei ist immer wieder. Du kannst dir eigentlich erst wirklich die Hand geben, wenn du unten bist. Oder? Hat sich schon manche geküsst auf dem Gipfel und nachher ja. War es das letzte Mal? Ich hatte eine hohe Freude, dass sie jetzt da mit der reingekommen ist und dass sie das jetzt einmal kennengelernt hat und gesehen hat. Und dann finde ich das immer schön, dass wir quasi von unseren besten Faserfreunden hier abgeholt werden. Es ist immer sehr herzlich hier bei ihnen, die die Alp betreiben. Hey, jetzt freue ich mich, hier reinzuschauen. Ja, was wolltest du noch? Oh, wow! Das ist ein Paradies, hey. Super. So schön. Hei. Ich nehme 4 von den grossen, das sind die Alpkäse, gell? Ja, und dann Formagella. Formagella. 2 kleine, genau. Super. Formagella nehme ich immer zum Frühstück. Ja, das ist super. Hey, fast 5 Kilo so ein Käse. He? Ja. Ja, siehst du, das gibt fast 20 Kilo. He? Ja, genau. Du tust aufrunden, gell? Ja. So schön. Mhm. Hey, tschüssli, ciao. Hey. Und bis zum nächsten Mal und schöne Sommer und alles Gute. Wünsche ich mir euch auch. Hey, super, das ist so eine schöne Alp, die ihr hier habt. Ja. Ihr macht super. Hey, cool. Danke vielmals. Merci. Alles gut. Ja, euch auch. Viel Erfolg mit dem Käse. Arrivederci, ciao. Grazie. Ciao. Alles in Ordnung. Grazie. Am magischen Morgen auf der Dossenhütte. Wegen dem schönen Wetter sind die 3 Gäste früh am Morgen losgewandert. Ronja hat Spätdienst. Ja, das gehört dann auch zum täglichen, zu den täglichen Aufgaben, immer die Better machen. Vor allem die Better müssen dann genau gleich aussehen, alle Tupfen gleich. Der Dave nimmt das sehr, sehr genau. Also ich finde, es macht es irgendwie auch aus. Es sieht schön aus, wenn man reinkommt und es ist alles gleich bettet. Es sieht irgendwie gerade viel... Ja, fühlt man sich gerade noch viel willkommener, habe ich das Gefühl.
So, der Oberstock ist gemacht. Super, merci vielmals. Soll ich gerade hinten küchen? Ja, das ist gerne. Ist es schlimm gewesen, oder war es okay? Nein, nein. Gut, nach. Ja, mit 3 Gästen. Ist schnell gegangen. Dave, seine Mutter, hat jetzt 1 Woche auf der Hütte mitgeholfen. Heute reist sie wieder ab. Der Abschied fällt ihr nicht leicht. Ein bisschen Wehmut ist drin. Die Wehmut, dass man vielleicht gar nie mehr raufkommen kann. Vom Körperlichen her auch, vom Alter her. Aus eben so wie ich jetzt das Glück hatte, mit dem Helikopter zu kommen, mit ihnen zusammen und mit den Waren. Ja. Schade geht sie. Aber es war mega schön, ist sie da die Woche. Sie hat sehr viel helfen, auch beim Einrichten, bei der Vorbereitung. In einem gewissen Alter weiss man nie, ob man das noch mal erleben wird. Und das ist, macht einem dann ein bisschen traurig, wenn man sieht, aber irgendwann ist Zeitalter im Alter, wo es halt, wo man das denkt als Eltern und irgendwann ist in 20 oder vielleicht 30, 40 Jahren wird das mir auch so gehen. Das ist ein Prozess des Lebens, wo jeder durch muss. Ja. So schade. Ja, bin ich mir ganz sicher. Sehr schön. Sehr schön gewesen. Ja, danke vielmals. Merci vielmals. Ja. Gute Zeit, schön. Ist schön gewesen. Meine Gedanken können sicher dürfen. Ja. Und bis gleich, ja. Habt ihr Sorge, ja. Was ist der lieber aus? Eine WhatsApp oder so. Ja, sicher, ja. Sehr gerne. Ja. Tschüss, Hanna. Mit Freude, Ja, dass das ist Das nächste Mal feiern die Gislers den Geburtstag von Leano. Und auf der Lentenhütte kommt der Olaf zu Besuch. Er gehört schon fast zum Team. Das Ziel wäre eigentlich, dass er lernen würde, sich da irgendwo in der freien Wildbahn zu behaupten. Ich bin gespannt, wie er es macht.